Im Wladimir, seine Mutter, sitzt auf ihrem schmelzenden Eisthron und jammert. «Mein Königreich schmilzt, seit der Wladimir mit der Rose zurückgekommen ist.» Die Lilifee ist ein Momentchen ganz still und überlegt. «Was denkst du, Lilifee? Warum sagst du kein Wort?» fragt die Schneekönigin beunruhigt. Die kleine Prinzessin schaut die Schneekönigin nachdenklich an. Dann fragt sie, «Was habt ihr euch eigentlich von der Zauberrose gewünscht?» «Ach, nur ein bisschen Wärme», sagt die Königin mit leislicher Stimme. «Und wahrscheinlich war das ein Fehler. Kannst du uns helfen, Lilifee?» Die kleine Fee überlegt wieder einen Augenblick und dann sagt sie, «Das hoffe ich sehr. Doch der Zauber von der Rose ist stark. Ich kann ihn nicht einfach aufheben. Aber wenn ich die Rose in eine Eisblume verwandle, dann macht sie vielleicht Frost statt der Wärme und alles wird wieder gut.» Der kleine Oskar hebt sich vor Aufregung die Augen zu. Ganz vorsichtig berührt die Lilifee die Zauberrose mit ihrem Zauberstab. Sofort verwandelt sie sich in eine frostige Eisblume. Die Lilifee strahlt. «Geschafft! Jetzt ist euch das Königreich gerettet!» «So ein Unsinn! So ein Hokuspokus glaub ich nicht!» brummelt der Frosti und macht ein mürrisches Gesicht. «Nie wieder werde ich Frost ausatmen!» «Versuch's doch einmal!» fordert die kleine Prinzessin den Eiskobold auf. «Hab ein bisschen Mut und vertrau mir!» Aber der Frosti schaut sie nur ungläubig an. «Mach endlich, was sie sagt», befiehlt ihm die Königin mit strenger Stimme. Der Frosti holt ganz tief Luft, bläht die Backen und pustet ausgerechnet den kleinen Oskar an. Der spürt plötzlich einen eiskalten Wind und bekommt gerade einen riesen Schreck. «Oh nein!» piepst Cindy und Clara. Der kleine Käfer ist sofort zu einem Eiswürfel gefroren. «Unser armer Oskar!» sagt Clara erschrocken. Und Cindy ruft ganz aufgeregt. Jetzt steckt er in dem Eisblock fest!» Nur der Frosti klatscht begeistert in die Hände. «Hurra! Es funktioniert wieder!»